Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 2004 in Assetto Corsa, wo wir ja eine komplette Saison von 2004 nachfahren. Und das nächste Rennen, das jetzt bevorsteht, ist Barcelona, also Circuit de Barcelona oder der Catalunya heisst er eigentlich. Und ja, wir schauen mal, wie es da wird. Imola, letzte Episode ein bisschen unlucky gewesen, weil dort irgendwie die Runde nicht gezählt hat, aber mit David ist das Gleiche passiert wie mir auch. Jetzt schauen wir, dass wir da immerhin ein gutes Ergebnis reinholen können. KI lassen wir immer mal noch auf 92 mit plus 4,5%. Also könnte bis zu 96,4% stark sein. Und die Aggressivität lassen wir natürlich immer noch hoch. Jetzt Spanisch ist eigentlich mehr so eine Strecke, wo man lead, also besser lead. Da bin ich gespannt, wie es da wird. Und ich würde sagen, wir gehen ins Qualifying rein. Let's go! So, wir legen mal los. Aber ich habe das Gefühl, auf dieser Strecke backt es ein bisschen rum. Das war schon mal nicht. Und zwar bei dieser Schikane am Schluss, die eben nicht rum ist. Ich glaube, da ist ein Bug drauf auf dem Mod. Wow, Alter, der Minardi. Holy shit. So, jetzt mal schauen, ob ich einen Corner Cut wieder bekomme. Ja, okay, dann ist die Strecke verbuggt. Dann muss ich ein anderes Layout schnell nehmen, beziehungsweise ja, eine andere Strecke. Anderer Mod. Weil ich fahre ganz normal auf die Strecke und sie wird mir deleted. Das kann nicht sein. So. Dann sind wir wieder zurückgereist ins Jahr 1988. 88 genau, 1998, weil die Strecke habe ich noch drauf. Wir schauen mal, was wir jetzt da rausholen können. Oh, das lädt raus. Natürlich haben sie den KI neben dran. Oh, die sind ja wieder hure schnell, ey. Bei 6. Wir probieren gerade nochmal eine Runde. Da geht schon noch einiges. Ah, scheiße. Ich bin doch noch mal schneller jetzt. P6, Alter. Nochmal. Ah, das Auto von mir. Oh, das war der erste Gang. Und das war der Curb. Fuck! Wie viel Zeit habe ich noch? 3 Minuten 11. Okay, eine Runde kann ich noch machen. Ah. Fuck. Ja, ich muss das Ding umstellen, die Übersetzung. Ah, Nummer P6. Ah, ich muss die Übersetzung eins abnehmen. So, habe ich Zürich gestellt. P6, okay. Gut, wir gehen ins Rennen rein. Let's go, mal schauen, wo wir landen. Oh.
So, wenn du einen guten Start hast, Schumi ist ein bisschen langsam. Oh! Oh mein Gott, voll auf den Körper hochgekommen und gerade einen Spin gemacht. Sorry. Das war jetzt unlucky. Wo kommt Pablo stossen? Okay, wieso auch immer. Mal schauen, vielleicht macht ja KI wieder ein bisschen Fehler. Jetzt bin ich sogar schneller als meine Quali-Zeit. Oh, fuck, Alter. Oh, Mann, das ist so intens, Mann. Die sind so schnell da vorne. Oh, Mann, das kommt wieder... Ach Gott, ey. Ich war nicht ganz schön auf dem Tier und habe schon viel Gas gegeben. Ach, Mann, ey. Vielleicht muss ich KI doch wieder ein bisschen schwächer machen. Sind mir ein bisschen zu stark, bin ich ganz ehrlich. Und auch den Spread ein bisschen kleiner machen, dass nicht so OP-Gegner drin sind. Heilige Scheiße sind die schnell. Also das Auto fühlt sich mega gut an, vom Grip alles drum und dran. Fühlt sich tipptopp an. Ich mache ein bisschen Fehler halt. Also klein ist gut, ich mache rechte Fehler. Wieso hat es mich jetzt weggedreht? Was bin ich Letzte? Oh. Wieso hat es mich jetzt weggedreht? Dann probieren wir jetzt in die Fastest Lap noch holen. Für den letzten Run. Hey, aber dicke Props an die KI, die haben verdammt Speed getroffen. Holy shit. Aber ich probiere jetzt gleich noch die Fastest Lap zu holen. So, also, let's go, wir probieren noch ein Fastest Lap. Okay, das wird schon mal nicht mit der Fastest Lap. Alter. Curb leicht gestreift. Curb leicht gestreift. So, dann kommen wir hier als zweitletztes Ziel, nicht ganz das letzte. Weil sich ja noch der Jordan gedreht hat, aber ja. Echt bitter. Der Schumi hat noch gewonnen. What the fuck, der war so langsam vor uns und der hat gewonnen. Hat Alonso noch geholt irgendwo. Das sind 1,5%. Wir müssen das langsam hertasten. Also das ist jetzt nicht viel. Vor allem jetzt werden die auch wirklich schlecht sind, werden ja auch wieder schneller. Darum kann es sein, dass es eigentlich wieder ein bisschen ausgleichen tut. Darum müssen wir mal schauen, wie das dann wird. Das nächste Rennen ist jetzt zwar nicht so eine gute Referenz, weil das ist nämlich Monaco. Aber ich denke, am Nürburgring, das wird dann die übernächste Strecke sein, das übernächste Rennen sein. Ich glaube, dort werden wir es dann besser einschätzen können, ob KI so uns besser liegt oder nicht. Aber das werden wir sehen in der nächsten Episode. Darum, falls ihr die Episode nicht möchtet verpassen, könnt gerne den Kanal von mir abonnieren, könnt gerne den Blog aktivieren. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn eine neue Episode online kommt. Oder ihr könnt auch alternativ bei uns in den Discord-Server reinkommen. Dort wird eigentlich jedes Video oder wird automatisch jedes Video gepostet, das neu online geht. Vergesst dann nicht das Video bewerten, würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Und wenn ihr auch das Video teilen mit irgendwelchen Kollegen, Familienmitgliedern, Eltern,
Brüder, Schwester oder auch Großmutter, wenn sie Formel 1-Fan ist, dann gerne teilen mit denen. Vielleicht ist schon das auch etwas, was sie interessiert, würdet mich mit dem extrem supporten und dann würden wir uns wieder in der nächsten Episode sehen von F1 2004 in Assetto Corsa. Und bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag, macht's gut und ciao!